Es ist Freitag, der 8. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort Psalm 119, Vers 77. Herr, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe. Die Schwiegermutter Simons aber lag dann nieder und hatte Fieber, und alsbald sagten sie Jesus von ihr. Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie. Markus 1, 30 bis 31. Müssen Schwiegerverhältnisse schwierig sein? Schwiegerverhältnisse, ich meine Schwiegervater, Schwiegermutter, Schwiegersohn, Schwiegertochter. Kommt das Wort Schwieger von schwierig? Es scheint oft so. Und es gibt natürlich auch beträchtlich viele Witze über diese Verhältnisse, Anekdoten. Und wirklich, es ist eine besondere Architektur der Ehe. Es ist eine recht große Herausforderung, dass man es da auf die Reihe kriegt, denn es besteht ja immer das Potenzial, dass eine Ehe zerstört wird, dadurch, dass mehrere Generationen irgendwie involviert sind. Vorab die gute Nachricht: Jesus hilft der Schwiegermutter von Petrus. Keine Berührungsängste, kein Problem. Eigentlich in jüdischer Lesart wäre diese Person recht weit außerhalb des engen Kreises. Erstens ist schon die Frau des Petrus nicht ganz bei diesem engen Kreis, und zweitens deren Mutter noch einmal mehr entfernt von einer Männergesellschaft, wie sie eben die jüdische Gesellschaft zur Zeit Jesus war. Das heißt, zweimal Frau, das ist schon fast Frau hoch zwei, und trotzdem eben die gute Nachricht: Jesus kommt dort hinein, die Krankheit wird angekündigt, er geht darauf ein, man hat also schon bereits ein Tabu gebrochen. Und im zweiten Teil sieht man Jesus, der wirklich in dieses Haus hineingeht und sich über diese Frau erbarmt, wie es im Psalm heißt, dass sie wieder leben kann. Vielleicht war sie ja auch schwer von einer Grippe getroffen, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls hat es einiges gebraucht, um Jesus holen zu lassen. Ich gehe davon aus, es war nicht eine geringfügige Krankheit. Ich behaupte, diese Heilung galt zuerst auch einmal dem Petrus. Denn wir wissen, Petrus war eine raue Figur. Das sieht man aus der Nacht der Verleugnung. Man sieht es auch bei seinen Protesten, die er eingelegt hat, wie Jesus über die Ehe gesprochen hat. Und er sagt, ja, so kann ja kein Mensch gerettet werden, wenn Gott das so ernst nimmt, mit diesem ein Fleisch werden, und man kann keine Scheidebriefe verabreichen und so weiter, hat er sich ereifert. Man sieht, dass er mit einigen Wassern gewaschen war. Jesus geht dann ungehindert in dieses Netzwerk der Fischerzunft hinein. Denn wie sie die Netze auswarfen, um zu überleben, so waren sie selber auch ein Netzwerk. Die Soziologie der Urkirche hat zutage gefördert, dass diese Fischerfamilien sehr große Familien waren, die sehr eng zusammen lebten und auch vielfach miteinander eben verschwägert und verschwiegert waren. Was ist nun rund um diese Schwiegermütter? Man muss es sich so vorstellen. Ein Mann verlässt Vater und Mutter und hängt seine Frau an. Dieses Wort hängen heißt in Hebräisch Davak, und Davak heißt noch heute Leim in Hebräisch. Was ist aber, wenn dieser alte Leim immer noch zäh und klebrig ist? Wenn es nicht so einfach fällt, Vater oder Mutter zu verlassen? Und wenn man davon ausgeht, dass die tieferen emotionalen Bindungen zur Mutter bestehen, weil sie ja schon älter waren als die zum Vater und in einer Weise auch tiefer waren und auch langlebiger, dann kann man sich das gut vorstellen. Denn in den Kriegstagebüchern ist zu lesen, dass Soldaten, wenn sie sterben, nach der Mutter rufen. Das war sehr häufig und eben nicht unbedingt nach dem Abendmahl und auch nicht nach dem Vater. Nun, wenn die Loslösung nicht gelingt, man spürt es schon, das muss schwierig werden. Ja, man heiratet dann eine Familie
Und man hat nicht nur einen Ring am Finger, sondern vielleicht noch einen zweiten. Damit umzugehen ist eine große Herausforderung. Ich habe neulich einen Mann begleitet in einer solchen Situation. Er hatte wirklich eine Familie geheiratet. Seine Frau konnte immer Asyl haben bei ihren Eltern. Wenn es einfach heiß zu und her ging, konnte sie sich hinter ihnen verstecken. Diese gaben ein Protektorat, die gaben so etwas wie eine Art verspätete Rückendeckung. Sie waren wie eine Rückversicherung und redeten auch ständig mit hinein in die Ehe. Beide Seiten müssen loslassen. Und es wird wahrscheinlich eben nur so sein, dass eben beide Seiten loslassen, beide sich abgrenzen, beide sich zurücknehmen, wenn es um diesen alten Leim geht. Dementsprechend habe ich die Trauungen auch gestaltet. Ich habe im Trauakt den Moment eingeblendet, wo dieses alte Wort auftaucht, ein Mann verlässt Vater und Mutter und so weiter. Und dann sagte ich, das ist jetzt die Gelegenheit, es noch einmal zu tun und es wirklich von Herzen und vor Gott zu tun. Denn daran hängt auch der Segen der Ehe. Diese Fähigkeit, einander loszulassen und auf weitere Verantwortlichkeiten zu verzichten oder um weiteren Schutz nicht mehr zu bitten. Wenn man das nicht tut, dann fährt man eben mit angezogener Handbremse durch die Ehejahre und wie es so ist, wenn die Handbremse immer angezogen bleibt, kann das Auto zu brennen beginnen. Es ist eben zu viel verlangt, auf einmal mehrere Personen zu heiraten. Wir können uns nun ein mögliches Gespräch von Jesus mit dieser Schwiegermutter des Petrus vorstellen. Er ist ja der Arzt und er kommt zu der Patientin und sagt, ist vielleicht dein Fieber psychosomatisch bedingt? Und sie fragt, ja, was ist psychosomatisch? Und er erklärt, ja, weißt du, seit Petrus bei mir mitarbeitet, ist seine Frau oft daheim und sicher ist das für dich ein Stress. Nicht zu reden von dem Geld, das fehlt, weil er nicht immer diese Einkünfte heimbringt, hat es vielleicht etwas damit zu tun. Und sie sagt, oh ja, es hat sehr viel damit zu tun. Ich ärgere mich, manchmal schlafe ich schlecht, ich habe Migräne, es schlägt mir auf den Magen, ich habe manchmal auch Herzrasen, wenn ich mir vorstelle, dieser Mann gehört ja hier zu uns, wir sind ein Netzwerk und jeder hängt hier vom anderen ab und ohne, dass wir uns aufeinander verlassen können, insbesondere wenn man sogar noch eine diese Familienbande hat, dann können wir nicht überleben. Dann sagt Jesus als Arzt, ja, hast du denn auch schon gehört von dieser Ehe von Adam und Eva? Ja, was meinst du jetzt mit Adam und Eva? Wir leben ja heute. Nein, sagt Jesus, ein Mann verlässt Vater und Mutter und hängt seine Frau an und sie werden eins. Kannst du verstehen, dass du hier keine Verantwortung mehr übernehmen musst? Kannst du verstehen, dass du diesen ganzen Druck, diese Last, dieses Joch wegwerfen kannst? Ja, da braucht sie vielleicht noch einen Moment. Aber dieses Gespräch hat ja eben nicht stattgefunden, sondern Jesus hat es auf viel direktere Weise gemacht. Er hat ihre Hand ergriffen, hat sie aufgerichtet und sie ist geheilt. Was sie einbüßen musste in dieser ganzen Zeit, seit ihre Tochter öfters allein auf sich selber gestellt ist, vielleicht auch mit Kindern, das wissen wir nicht, das hat Jesus dieser Frau jetzt zurückerstattet. In einem Moment. Sie versteht, weshalb ihre Tochter oft allein war, weshalb Petrus unbedingt diesem Mann nachfolgen musste. Sie versteht die Kraft, die hier ist. Sie versteht das Heil, das von ihr kommt. Sie kann das alles nachvollziehen. Die ganze Angst verfliegt. Und sie steht auf, und um zu bezeugen und zu unterstreichen, dass sie verstanden hat, welchen Wert Jesus hat für diese Jünger und für ihre ganze Familie. Und dass dieser Wert jetzt auch ausgestrahlt hat auf sie selber, dient sie allen. So heißt es im nächsten Vers. Sie stand auf und diente ihnen. Und jetzt kann sie loslassen. Wenn Eltern, deren Kinder schon mit dem Herrn unterwegs sind, Jesus Christus begegnen, dann
wird sich die Angst um die Söhne und Töchter in Luft auflösen. Sie haben einfach keinen Sinn mehr. Denn derjenige, der die Ehe gestiftet hat, ist dann auch derjenige, der die Verantwortung dafür übernimmt. Jesus Christus trägt die Verantwortung für die Ehe von Petrus und seiner Frau. Da hat die Mutter eigentlich nichts mehr damit zu tun, ist ja wunderschön. Nun, dies ist keine gewisse Auslegung, aber es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich doch den Nerv der Geschichte getroffen habe, denn rund um den Erdball liegen diese Dinge ja immer wieder ein bisschen ähnlich. Es ist das Ende des Protektionismus, das Ende dieser Schutzvorrichtungen und der Anfang eines guten und freien Lebens. Ich wünsche euch einen schönen Tag.